Im Casa Rural El Rincón del Infante, unsere Unterkunft in La Villa de Don Fadrique auf dem Jakobsweg Camino de Levante, gibt es ein phänomenales Frühstück. Juan, der Herbergsvater, verabschiedet uns vor seinem Casa Rural an der Plaza Mayor. Er ist ein ausgezeichneter Gastgeber, wir haben uns bei ihm sehr wohl gefühlt. Peter und ich starten um 8:45. Wir haben auch heute bestes Wanderwetter, heute Nachmittag kann es allerdings wieder ziemlich warm werden. Die 17. Etappe auf dem Jakobsweg Camino de Santiago de Levante von La Villa de Don Fadrique über Villacañas nach Tembleque ist 29 Kilometer lang. Übermorgen sollten wir Toledo erreichen. Die blau-gelben Markierungen des Camino del Suroeste sorgen wieder für Verwirrungen. Auch der Camino del Suroeste verläuft über Tembleque, aber auf einer anderen Route als der Camino de Levante. Die ersten 10 Kilometer bis nach Villacañas bleibt der Camino de Levante weiterhin topfeben, wie schon die letzten 160 Kilometer seit Albacete. Erst hinter Villacañas wird der Jakobsweg endlich etwas hügeliger. Nach gut 2 Stunden erreichen wir Villacañas. Es gibt hier ein Obdachlosenasyl, das auch Pilgern offen steht. Gestern in La Villa de Don Fadrique kamen wir an einer Weinkellerei vorbei und wir durften dort eine kurze Weinprobe machen. Auch hier steht eine Weinkellerei, allerdings wird in dieser Gegend der Wein nicht in Kellern gelagert, sondern in diesen im Freien stehenden Edelstahltanks. Die Lagerung der Weine in der prallen Sonne scheint ihnen nicht zu schaden. Im Park hinter der Fußgängerbrücke gibt es eine kleine Stärkung. Mit Peter kann man wunderbar Brotzeit machen. Nach Villacañas verläuft der Camino de Levante 2 Kilometer etwas unschön, zuerst durch eine Vorortsiedlung und dann durch ein Gewerbegebiet. Nach dem Gewerbegebiet führt der Jakobsweg 2 weitere Kilometer parallel einer Landstraße bis zu einer Weggabelung. Hier kann man 10 weitere Kilometer auf dem Feldweg neben der Landstraße, dem Camino de Levante, schnurgerade bis nach Tembleque folgen.
Wir wählen die Variante nach rechts über den Camino del Sueste, der hier abseits der Landstraße in 11 Kilometern nach Tembleque führt. Bei einem Grundstück mit einer Bauruine und einem Wohnwagen sind am Wegrand ein Esel und eine Ziege an Bäume angebunden. Als Peter dem Esel zu nahe kommt, warnt ihn eine Stimme vom Wohnwagen, der Esel sei gefährlich. Bei einem Blick auf die Karte merke ich, dass wir 3 Kilometer vom Jakobsweg abgekommen sind. Wir laufen ein kurzes Stück zurück und folgen dann einem Feldweg, auf dem wir kurz vor Tembleque wieder auf den Camino del Sueste treffen werden. Um 4 Uhr machen wir eine kurze Verschnaufpause. Peter bietet seinen Regenponcho an, damit wir nicht auf dem Ackerboden sitzen müssen. Als wir wieder auf den Jakobsweg stoßen, stehen kurz vor Tembleque rechts wunderschön 2 restaurierte Windmühlen und die Reste einer dritten Mühle. Mit langen Stämmen werden die Flügel in den Wind gedreht. Um 5 Uhr erreichen wir Tembleque, unser Ziel für heute.
Das historische Ortszentrum der Stadt mit 2100 Einwohnern ist als nationales Kulturgut anerkannt. Die Hauptsehenswürdigkeit von Tembleque ist der große Hauptplatz, die Plaza Mayor mit ihren Loggienhäusern. Der Platz wurde früher als Stierkampfarena benutzt. Im Casa Rural El Balcón de la Mancha zwischen der Plaza Mayor und der Kirche habe ich ein Zimmer für 20 € gebucht. Am Casa Rural sind nur Klingeln mit den Stockwerknummern vorhanden. Telefonisch ist niemand zu erreichen. Ich frage nebenan im Restaurante El Mirador de la Mancha. Dort ruft man eine Frau an, die nach einigen Minuten kommt und mir das Zimmer zeigt. Im Casa Rural El Balcón de la Mancha sind mehrere Ferienwohnungen. Mein Zimmer in der obersten Wohnung ist nicht gerichtet, die Frau erledigt das geschwind. Auch Christoph übernachtet in der Ferienwohnung. Nach Duschen und Wäschewaschen ist noch Zeit für einen Stadtrundgang und zum Einkaufen. Die einschiffige Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción aus dem 16. Jahrhundert beeindruckt durch ihren riesigen Kirchenraum. Die achteckige Ermita de la Veracruz von 1792 diente Mönchen als Bethaus und ist heute Stadtbibliothek. Unter dem Platz vor der Kirche befindet sich ein trockenes Flussbett. Später treffe ich mich mit Peter im Restaurant neben meiner Unterkunft zum Abendessen, wo die Qualität des Essens und des Services an diesem Abend nicht vollständig überzeugen.